Voll gut. Hey, merci vielmals. Danke. Hey, ich freue mich riesig, zu predigen heute. Es ist ein bisschen ungewohnt, ich habe schon sehr lange nicht mehr predigt. Versteht ihr mich auf Berndeutsch? Ja, geht das? Ja, ein paar haben Freude. Und im Livestream gibt es eine Funktion für automatisches Untertitel. Hat einen kleinen Vorteil, dass ihr mich besser versteht wahrscheinlich. Genau, hey, ich freue mich riesig, heute zu predigen, dass mir Joni und Steffi das schon anvertrauen, dass ich zu euch reden darf. Und wir sind in dieser Serie drin, über die Heilige Schrift, über die Bibel. Und Joni hat vor 2 Wochen angefangen und hat extrem gut den Rahmen geschaffen, für wie die Bibel entstanden ist. Und ich darf heute weitermachen mit dem Teil 2. Und es geht darum, wie können wir die Weisheit von der Bibel entschlüsseln. Wenn ihr euch das so gehört, ich finde das ein recht ambitioniertes Ding für einen Sonntagmorgen. Also jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit. Also, lasst mich euch sagen, so die wir die Weisheit von der Bibel entschlüsseln. Also ich habe das so gelesen, das Konzept von der Serie, und denke, ich freue mich sehr, ich bin sehr leidenschaftlich über die Bibel, aber ich habe sehr Respekt für das Gefühl, hey, jeder Aspekt davon könnten wir wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wir könnten eine Jahresserie daraus machen und uns über die einzelnen Elemente von der Bibel Gedanken machen. Aber wieder mein Bestes, gell? Und ich glaube, das Ziel für uns heute ist nicht, dass wir am Schluss da absolute Bibelexperten und Theologen sind, sondern dass wir einfach einen Hunger haben für das Wort Gottes. Und hoffentlich, was ich mir wünsche von uns alle, ist, dass wir ein paar Werkzeuge in unseren Händen haben, damit wir die Bibel zusammen lesen und darin wachsen und verstehen, was Gott uns möchte sagen durch die Bibel. Ist das ein gutes Ziel für heute Morgen? Genial. Wir werden heute nicht wirklich so eine Bibelstelle nehmen und die zusammen auspacken und analysieren, sondern wir werden mehr über die Bibel grundsätzlich reden. Und das ist für mich so ein bisschen ungewohnt. Das Mikrofon ist auch ein bisschen ungewohnt. Ich bin nicht gewöhnt, beide Hände frei zu haben. Ich weiß gar nicht, was ich mache mit meinen Händen. Aber ich möchte trotzdem, bevor wir nachher uns über die Bibel Gedanken machen, einfach eine Bibelstelle nehmen, so ein bisschen als Rahmen für das, was wir heute machen. Und so ein bisschen den Rahmen setzen für heute. Und zwar aus dem Römerbrief. Und wie das schon sagt, das ist ein Brief, wo der Paulus an die Kirche in Rom geschrieben hat. Und der Kontext ist ein bisschen, dass dort eine extrem gespaltene Kirche war. Und der Paulus hat dort in die Gespaltenheit hineinreden, hat sehr viel Theologie, sehr viel Verständnis von wer Jesus ist, was er gemacht hat, hineingebracht. Und am Schluss hat er angefangen, extrem praktische Anweisungen zu geben. Und der Vers, den wir heute lesen, aus dem Römer 15, Vers 4, das ist am Schluss, wo er anfängt, ganz praktisch zu reden und die Leute auszurüsten. Ich glaube, es kann recht gut zu uns heute reden, wenn wir uns überlegen, wie die Bibel in unserem Alltag funktionieren kann, wie wir die Weisheit entschlüsseln in unserem Alltag. Und dort steht Folgendes. Ich glaube, ihr könnt mitlesen. Ja, genau. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also der Paulus sagt, dass der Kirche in Rom sagt so, hey, die Schrift, und damit das Alte Testament, weil das Neue ist er gerade am Schreiben, in dem er es schreibt. Er sagt, hey, die Schrift ist für uns geschrieben worden. Die Schrift ist geschrieben worden, damit wir ermutigt werden können, dass wir lernen können und dass wir an dieser Hoffnung festhalten, was es uns gibt. Die Hoffnung vom Messias. Und ich glaube, das hat der Paulus an die Kirche in Rom geschrieben, aber das Gleiche gilt, glaube ich, für heute für uns. Dass wir wissen, die Schrift, und da steht dort, ist vor langer Zeit geschrieben worden. Wir haben es vor 2 Wochen gehört, das Neue Testament ist vor 1600 Jahren noch früher geschrieben worden, das Alte Testament noch viel vorher. Auf jeden Fall vor sehr langer Zeit geschrieben worden. Aber wir dürfen wissen, es ist nicht an uns geschrieben worden, aber es ist für uns geschrieben worden. Das Wort Gottes ist für uns und wir dürfen ermutigt werden, dürfen davon lernen und dürfen unsere Hoffnung daran behalten, dank dieser Bibel. Und das möchte ich als Rahmen für heute einfach geben, für alles, was wir nachher sagen werden. Das ist, glaube ich, für uns heute auch. Können wir uns zusammen beten und dann uns ein bisschen Gedanken machen, wie wir die Bibel entschlüsseln zusammen. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen, der da in diesem Raum ist, jeden Einzelnen, der beim Livestream dabei ist, jeden Einzelnen, der vielleicht die Predigt später hört, dass du jeden Einzelnen kennst von uns, Herr. Und du weisst unsere Geschichte, du weisst, wie unser Morgen war und du möchtest unser Leben jetzt reinreden, da wo wir jetzt sind. Nicht unser perfektes, irgendwo polierte Leben, sondern das, wo wir unser reales Leben rein. Und ich danke für die Geist, der da ist, dass du möchtest einfach uns ermutigen, uns möchtest ausrüsten, in deinem Wort dir zu begegnen und dich besser kennenzulernen. Ich bete jetzt für die nächsten paar Minuten, dass du die Worte nimmst, die Gedanken nimmst und dass du, Heiliger Geist, einfach auf dem Weg von meinem Mund zu unseren Ohren etwas machen kannst, wo in uns etwas Teufels macht. Dass du unser Herz kannst erreichen kannst,
unsere Gedanken kannst erreichen und kannst in das hineinreden, was du gerne möchtest machen heute, Jesus. Wir geben die Zeit dir und vertrauen darauf, dass du redest. In deinem Namen beten wir. Amen. Genial. Hey, das hier, ich denke, das erste Mal predigen, muss ich da ein bisschen zeigen, ich bin ein richtiger Pfarrer, oder? Keine Ahnung. Das ist meine allererste Studienbibel. Ich habe mir die, als ich etwa 20 war, habe ich mir die gekauft. Vorher hatte ich immer so eine Hoffnung für alle, so klein, keine Ahnung, so ein kleines Bibeli. Und dann habe ich mir die hier gekauft. Und Freunde, ich sage euch, ganz ehrlich, als ich die Bibel das erste Mal aufgemacht habe und habe angefangen zu lesen, hey, das ist für mich eine neue Welt aufgegangen. Da hat's, nach jedem Abschnitt hat es immer so Kommentare drin, die irgendwie einfach ein bisschen Kontext geben und erklären. Es hat mega viele Querverweisungen drin, wo es irgendwie sagt, hey, geh mal da lesen, das hat im Fall mit dem zu tun, das ist im Psalm so und so. Und ich habe angefangen, den zu lesen und ich habe eine neue Liebe für die Bibel entdeckt. Heutzutage lese ich in der recht selten, weil sie brutal klobig ist. Und ich habe andere Bibeln, die ich auch cool finde. Aber ich weiss noch, der Moment, als ich die aufgemacht habe und angefangen habe, zu lesen, ist für mich wirklich eine neue Welt aufgegangen. Und dann bin ich nach ein paar Jahren später ans Hillsong College gegangen von Australien. Und dann haben wir auch angefangen, die Bibel noch tiefer zu entdecken. Und wir haben uns Fragen angefangen zu stellen, was von Autoren. Was hätte Matthäus sagen im Matthäus-Evangelium? Was war sein Ziel dort? Und ganz viele so Fragen gestellt und über den Kontext geredet. Und ich weiss noch, für mich, was es bei mir ausgelöst hat, ist es eine brutale Liebe und eine Neugier und eine Leidenschaft für das Wort Gottes. Ich habe es so cool gefunden, also zu verstehen, so, krass, die Zusammenhänge, die Sachen, was alles passiert. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, bei anderen hat das extrem viel Verunsicherung gebracht. Und ich hatte so den Gedanken von, wenn wir anfangen, in die Bibel hineinzugehen, kann das entweder eine wachsende Liebe in uns hineinbringen. Wir fangen an, die Bibel und Gott mehr zu lieben und reinzulernen und denken, boah, so cool, ich begegne ihm. Oder es kann eine wachsende Verunsicherung bringen. Weil vielleicht unser Bild, wie wir die Bibel sehen und bis jetzt immer verstanden haben, plötzlich irgendwo hinterfragt wird und irgendwo nicht mehr so steht, wie wir es gerne uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, mir und sicher Joni und uns allen ist wichtig, dass, wenn wir uns Gedanken machen über die Bibel, uns geht es nicht darum, irgendetwas kaputt zu machen, irgendwie jetzt verunsichern oder etwas wegzunehmen, sondern uns geht es darum, glaube ich, ein starkes, gutes Fundament zu geben, dass unsere Liebe wachsen kann. Das Jahresmotto oder das Jahreswort ist ja Agape, eine Liebe, die wächst. Und das wünschen wir uns mit dieser Serie und das wünschen wir für heute, dass wir eine Liebe haben, die wächst zum Wort Gottes. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, wieso ist es so, dass bei gewissen Leuten, wenn sie sich anfangen mit der Bibel beschäftigen, kommt eine wachsende Liebe und es kommt eine Freude und es kommt eine Leidenschaft und bei anderen kommt sehr viel Verängstigung oder Verunsicherung und so. Und ich glaube, einer der Gründe kann sein, dass was wir für ein Bild von der Bibel bringen, wie wir die Bibel sehen. Und die Realität ist, wir haben alle irgendwo eine Brille an und wie heißt er? Reto Lucy, der Reto Lucy hat predigt gehabt. Was? Der Dani Weber, genau, ich bin mit ihm in der Chat drin, gell? Am Fußball spielen. Der Dani Weber hat in Winterthur predigt und er hat so eine Brille angelegt, die aber keine Korrektur drin hat. Aber ich denke, das bringt hier nichts, weil ich kenne mich also ich weiß nicht, dass ich keine Brille habe, oder? Das weiss fast niemand. Aber um diesen Punkt zu machen, wir haben alle eine Brille an. Jeder von uns nimmt die Bibel vor und wir haben irgendwelche Vorurteile oder ein Bild von dieser Bibel, das wir mitbringen. Und ich habe mal so ein bisschen 3 problematische Bilder mitgebracht, die ich häufig immer noch habe, oder die ich sicher viel hatte, die ich glaube, die uns manchmal ein bisschen hindern können, wirklich in die Bibel hineinzutauchen. Und das sind 3 Bilder, die uns eigentlich nicht so bewusst sind. Das erste ist, dass wir die Bibel sehen als theologisches Wikipedia. So ein bisschen ein Ort, wo wir unsere Fragen stellen können, Begriffe nachsuchen. Wenn wir irgendetwas nicht verstehen, dann gehen wir bei Google oder in der Bibel, in der Konkordanz, nachschauen und dann haben wir unsere Antwort. Und die Realität ist, ja, die Bibel möchte unser Denken verändern. Die Bibel gibt uns extrem viel Gedanken, was Gott denkt über gewisse Themen. Aber es funktioniert nicht, die ganze Bibel als Nachschlagewerk anzuschauen, sondern es ist so viel mehr als das. Ein anderes Bild, das wir häufig haben, jetzt ist die Lüftung angegangen, danke vielmals. Die Scheinwerfer sind richtig warm. He? Anyways. Ein anderes Bild, das wir häufig haben, ist, wir sehen die Bibel so ein bisschen als moralisches Handbuch, also so eine Benutzeranleitung für den Menschen. Die Bibel sagt uns ganz genau, wie wir uns verhalten müssen. Wir können da irgendwo aufschlagen, irgendeine Geschichte lesen und dann wissen wir genau, aha, so müssen wir uns verhalten. Und auch da wieder, ja,
ich glaube, Jesus ist extrem direkt und sagt ganz häufig, hey, wie wir uns verhalten sollen, was wir machen sollen. Ich glaube, im Alten Testament hat so viel Weisheit drin, wie das Leben funktioniert mit Gott. Aber wir verpassen so viel, wenn wir das Gefühl haben, das ist alles, was die Bibel gegeben hat. Es ist uns ganz praktische Anweisungen gegeben, wie wir uns verhalten sollen. Und ein drittes Bild, das wir häufig mitbringen, das ich glaube, das unbewusst ist und nicht hilfreich ist die Bibel so ein bisschen als christliche Glückskeks-Sammlung. Also so ein bisschen, oder man könnte sagen Horoskop, so ein bisschen voll mit schönen Versli und schönen Wörtern und Zusprüchen. Und da kannst du mal eins aufmachen und das nehme ich jetzt für heute. Ich glaube, das machen wir extrem viel. Und ich möchte da auch sagen, Gott macht das. Also all diese Sachen, Gott redet durch sein Wort. Und Gott redet und hat bei mir schon ganz häufig durch einzelne Verse spezifisch in eine Situation hineingeredet, hat mir spezifisch ermutigt mit etwas. Aber auch da glaube ich, wenn das alles ist, was wir glauben, was die Bibel ist, dann verpassen wir so viel. Und du merkst, wenn du anfängst, vorne anfangen durchlesen, dann kannst du so viele Sachen überspringen, über die ganzen Stammbäume, das ganze geografische Zeug und so. Dann fängst du einfach nur überspringen und die einzelnen paar guten Verse anfangen raussuchen. Und ich glaube auch da, eben, wie gesagt, da verpassen wir die Schönheit oder verpassen wir die Weisheit, die die Bibel uns zu geben hat. Macht das Sinn soweit? Also es sind so ein paar unbewusste Bilder, die wir, glaube ich, manchmal einfach mitbringen und die eben dann vielleicht ein bisschen wehtun, wenn sie herausgefordert werden. Ich liebe Bible Project, oder das Bibelprojekt auf Deutsch. Die haben extrem gute Ressourcen, die habe ich jetzt vor 2 Wochen auch schon gesagt habe. Und ich liebe, wie sie die Bibel definieren, wie sie das anschauen, was die Bibel ist. Und sie haben so ein Zitat, das ich euch mitgebracht habe, wo steht: Die Verfasser der biblischen Bücher waren Meister der Metaphern und des Geschichtenerzählens. Und sie nutzten ihr Talent, um die kompliziertesten Fragen des Lebens über den Tod, das Leben und die menschlichen Mühen zu erforschen. Und ich liebe das Bild, das sie malen, von diesen talentierten Leuten, die voll vom Heiligen Geist eine Bibel geschrieben haben, die uns die kompliziertesten Fragen vom Leben beantworten. Und Dioni hat vor 2 Wochen das Bild gebracht und hat das einfach gerade kopiert aus ihrer PowerPoint. Ein Bild, das die Bibel zeigt. Und ich liebe das Bild. Für die, die nicht da waren, jeder Balken ist ein Buch von der Bibel oder ein Kapitel, glaube ich. Das Kapitel und die Länge ist halt, wie lang das Kapitel ist. Und die Linien, das sind Verbindungen, die zwischen den Kapiteln in der Bibel existieren. Und ich finde es so schön, wie das darstellt, was die Bibel ist. Die Bibel ist eine antike Bibliothek, eine wunderschöne Bibliothek von verschiedenen Büchern, Kollektionen von geschriebenen Sachen. Und sie ist ein literarisches Meisterwerk. Das glaube ich von ganzem Herzen. Es ist literarisch unglaublich, die vielen Verknüpfungen und Verbindungen, die es da drin hat. Und was ich glaube und was viele von uns glauben, ist, dass die Bibel eine grosse Geschichte erzählt. Vom Mensch und von Gott. Und dass alles in dieser Geschichte den Höhepunkt und das Ziel in Jesus findet. Und ich liebe sogar im Alten Testament, ist Jesus überall drin. Du entdeckst, wenn du anfängst zu lesen, mit dem Bewusstsein von wer Jesus ist, der Messias, der kommt, um die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Und es gibt so eine Predigt, die ich mir wünsche, es gibt einen Podcast davon. Und zwar, wo Jesus mit 2 Jüngern auf der Straße nach Emmaus läuft, nachdem er auferstanden ist. Und er geht mit ihnen das ganze Alte Testament durch und erklärt ihnen, wie das auf ihn hindeutet. Im Lukas 24, Vers 27 steht: Dann ging er, also Jesus, mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das ist cool, oder? Jesus hat mal eine Alte Testament-Lektion gemacht und ich wünsche, es wäre irgendwo aufgeschrieben worden. Aber es zeigt uns, dass die Bibel eine Geschichte erzählt, die alles auf Jesus herzeigt. Jetzt die Frage ist ein bisschen, die wir uns stellen, ist, wie nehmen wir die Bibel denn ernst? Also wenn es mehr ist als einfach so ein paar schöne Versli oder eine Bedienungsanleitung oder ein Nachschlagewerk, wie nehmen wir die Bibel ernst? Und das ist eine Frage, die ich extrem schön finde, wenn wir uns die stellen, sagen, okay, das ist die antike Bibliothek, das Meisterwerk, wie können wir die jetzt ernst nehmen, als Wort Gottes sehen? Und der Joni hat vor 2 Wochen, wenn er es verpasst hat, dann empfehle ich wärmstens, das nachzuschauen. Weil ich glaube, wir können alle nur einen kleinen Teil davon erzählen. Aber die Joni hat darüber geredet, wie die Bibel entstanden ist. Und dass es so eine Partnerschaft ist von Gott und Mensch. Dass es nicht einfach nur Gottes Wort ist, das vom Himmel runtergefallen ist. Und jetzt irgendwie so ein goldiges Buch, das er hineingeschrieben hat, sondern es ist ein Buch, das Menschen inspiriert von ihm aufgeschrieben haben, das trotzdem
gefüllt ist von ihm und wo er durchredet zu uns. Und wie nehmen wir jetzt diese Bibel ernst? Ich glaube, es gibt so 2 extreme Lager, wie wir die ernst nehmen. Und meistens sind extreme Lager nicht nur hilfreich, aber es gibt so 2 extreme Antworten. Wir müssen uns das so vor Augen führen, was die Bibel ist. Und das eine ist sagen, okay, die Bibel ist extrem kompliziert. Ich meine, schau mal, das ist nur die Bibel mit ein paar Kommentaren. Dann hast du noch ganz viele Kommentare, Konkordanzen. Du kannst eine ganze Bibliothek füllen. Wir waren diese Woche in Amerika und sind in einer Bibliothek auf 4 Stück von eben so einer Bibelschule. 4 Stück, einfach Buch nach Buch, Erklärungen und Erläuterungen und Zeug und Sachen. Und wir können so in das Lager kommen, von hey, die Bibel ist im Fall extrem kompliziert. Du musst mindestens einen Doktor in Literatur, Geschichtswissenschaft, was noch Theologie natürlich, Ausgrabungen. Du musst dich mit all dem auskennen, bevor du in die Bibel reingehen und das anfangen zu lesen. Und ich glaube, in dem Lager tun wir einfach Gott anfangen ausklammern. Wir sagen, das ist ein Buch, das nur für den Verstand ist, das nur für Menschen gemacht ist. Und wir vergessen, dass Gott möchte durch die Bibel zu uns reden. Und vielleicht das andere Extreme, wenn wir auf die andere Seite gehen, ist die sagen, hey, das ist das Wort Gottes und ich schlage das auf und ich lese hier meine 3 Verse und das ist es. Und das ist alles, was die Bibel mir zu sagen hat. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, Gott macht das in seiner Grosszügigkeit ab und zu und hat das schon häufig bei mir gemacht. Aber ich glaube, auch da verpassen wir so viel, was die Bibel uns eigentlich möchte und könnte sagen. All die Weisheit, all die Schönheit verpassen wir, wenn wir sagen, okay, du einfach nur Wort für Wort da drinnen lesen. Und zum Teil Verse machen einfach sehr wenig Sinn, oder sie sind sehr nicht hilfreich. Ich habe heute Morgen eine aufgeschlagen, so beim Testen, ist irgendwie, der Paulus schreibt am Timotheus, hey, bring noch meine Jacke mit und mein Journal, also meine keine Ahnung, Pergamentrolle hat er, glaube ich, geschrieben. Und da wenn jetzt Simon etwas am Sonntagmorgen liest, um meine Seele zu ermutigen, ich habe keine Ahnung, was er jetzt mit mir machen soll, oder? Und darum glaube ich, ist es so wichtig zu verstehen, hey, die Bibel ist ein wunderschönes Werk, literarisch, aber Gott möchte durch das reden. Und das heisst, die Bibel ernst zu nehmen. Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Ist irgendwo die 2 Sachen, den Konflikt auszuhalten und zu sagen, das ist das Wort Gottes. Gott möchte sich durch das zeigen. Und ja, ganz viele Menschen sind involviert. Und ja, es gibt extrem viel zu lernen und zu wissen über die Bibel. Hintergrund, um es noch besser zu verstehen. Und ich glaube, in dieser Spannung innen, in diesem Konflikt innen, dort können wir wirklich die Weisheit von der Bibel entschlüsseln. Und das möchte ich jetzt heute am Morgen ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar 3 ganz einfache Schlüssel. Also ich sage jetzt mal, einfach zum Predigen, zum Umsetzen ist vielleicht noch etwas anderes. Aber 3 Schlüssel, wie wir die Weisheit von der Bibel entschlüsseln können. Und der erste Schlüssel ist extrem wichtig. Der erste Schlüssel ist Kontext. Kontext für das, was wir lesen. Ich habe mal einen Lehrer gehabt, der gesagt hat, es gibt 3 Regeln für Bibelauslegung. Es gibt Kontext, Kontext und Kontext. Hast du auch schon gehört, gell? Ist beliebt. Aber Kontext ist so etwas Wichtiges, zum zu verstehen, was die Bibel sagt. Und vielleicht kennen Sie das irgendwie aus der Politik oder aus der Satire. Man kann jemandem etwas sagen, was sie überhaupt nicht gemeint haben, wenn man den Kontext wegnimmt. Man kann vorher nachher rausschneiden und nur ein paar Worte auslesen. Und es sagt manchmal genau das Gegenteil oder nur ein Teil von dem, was jemand wirklich sagen wollte. Und das Gleiche ist mit der Bibel. Wenn wir sagen, hey, wir lesen nur diesen Teil, dann können wir manchmal auch verpassen und das Falsche verstehen, was die Bibel eigentlich möchte sagen. Und dort ist so ein bisschen mein Tipp an euch, ist mal als erstes mal die Verse vorher und nachher mal anfangen zu lesen. Sagen, okay, jetzt habe ich etwas gelesen, verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Dann, okay, geh mal schauen und lese mal noch ein paar Verse nachher und ein paar Verse vorher. Und vielleicht macht es schon ein bisschen mehr Sinn. Vielleicht, aha, okay, der Paulus hat das in diesem Kontext gesagt und er ist das am Probieren zu erklären. Und da können wir schon sehr viel lernen. Und dann können wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen und vielleicht das Buch als Ganzes, das wir am Lesen sind. Wenn wir im Römerbrief am Lesen sind, können wir vielleicht überlegen, okay, was passiert im Römerbrief gerade? Was wissen wir über den Römerbrief? Und sagen, okay, wenn wir das wissen und das im Hinterkopf haben, was könnte die Bibelstelle bedeuten? Und dann können wir noch einen Schritt weitergehen, und jetzt wird es ganz extrem, wir können noch einen Schritt weitergehen und überlegen, okay, jetzt habe ich etwas gelesen über ein bestimmtes Thema, über eine bestimmte Sache. Was sagt denn die Bibel grundsätzlich über das? Was steht vielleicht an anderen Orten zu dem Thema? Und stimmt das überein? Oder ist das irgendwie, scheint das irgendwie, dass es dem widerspricht? Weil dann muss ich vielleicht nochmal über die Bücher gehen, was das wirklich bedeutet. Also das ist so der erste Ding, was ich mache, ist so der schriftliche Kontext. Und gerade zum Beispiel, ich möchte es nicht zu kontrovers werden, zum Beispiel die Rolle der Frau ist so etwas, wo wir sehr schnell, wenn wir anfangen, den Kontext anzuschauen, vom einzelnen Buch, vom einzelnen Abschnitt, von der ganzen Bibel,
wie Gott Menschen und besonders Frauen braucht hat, dann merkt man so, okay, da muss ich nochmal überlegen, was ich wirklich für Schlüsse daraus ziehe, aus einem einzelnen Vers. Aber das ist ein bisschen ein längeres Thema. Ich glaube, der N.T. Wright hat da mal eine ganze Lektion darüber gemacht. Aber vielleicht ein anderes Beispiel, das ich mit euch zusammen durchmache, ist das Beispiel von Gideon. Wer kennt den Gideon? Schnell Hand auf. Alle, die in der Kirche aufgewachsen sind. Und wenn nicht, ist kein Problem. Der Gideon ist eine bekannte Figur im Alten Testament. Und es gibt so die eine Geschichte, wo er ein Vlies, ist das ein Teppich oder etwas, ein Stück irgendetwas, hat den Boden gelegt und hat betet, Gott, wenn das dein Willen ist, dann lass alles, den Boden am Morgen nass sein und das Vlies trocken sein am nächsten Morgen. Und dann geht er schlafen, am nächsten Morgen wacht er auf, sieht alles nass, der Teppich, das Vlies ist trocken. Und dann sagt er, ja, okay, das war vielleicht Zufall gewesen. Wir machen es umgekehrt nochmal. Ich lege es nochmal her, am nächsten Morgen, lass den Boden trocken sein und das Vlies nass sein. Und dann geht er schlafen, am nächsten Morgen wacht er auf und was denkt, was passiert ist? Genau so ist es passiert, oder? Und wir lesen die Geschichte und ich habe die Geschichte als Teenager gekannt und wir haben die genauso umgesetzt. Also nicht mit Vlies, sondern mit anderen Sachen. Wir hatten eine Band und wir haben so eine kleine Auseinandersetzung mit unseren Eltern. Wir wollten noch immer hergehen als Band und sie gesagt, nein, das machen wir nicht. Dann haben wir gesagt, okay Gott, wir jetzt nicht testen. Wenn du möchtest, dass wir nicht dorthin gehen, dann lass jetzt Stromausfall sein. Und dann haben wir gewartet, ein paar Sekunden, das Licht brennt, tipptopp, gut gewesen. Nachher haben wir aber der Fairness halber gesagt, okay Gott, jetzt drehen wir es noch um. Wenn du möchtest, dass wir gehen, dann lass es Stromausfall sein. Und wir haben die Augen, so halb zugemacht und gewartet. Und dann hat gesagt, hast du gesehen, es hat geflickert, oder? Hast du so gemerkt? Also, und so nehmen wir manchmal so Bibelstellen und denken so, okay, was die Bibelstelle uns möchte sagen vom Gideon ist, wenn du unsicher bist, über was Gott gesagt hat, dann mach irgendeinen Test, mach irgendein Ding, Stromausfall, legst etwas am Boden, vielleicht hast du eine andere Idee, wie du Gott testen kannst. Aber wir können die Geschichte so lesen, so isoliert und denken, cool, um das geht es in dieser Geschichte. So hat es die Gideon gemacht, so mache ich es jetzt in Zukunft auch. Alle meine Berufsentscheidungen, meine Ehefrau, über die ich heiraten oder nicht, mache ich einfach so Tests mit Gott und dann weiss ich immer, was er möchte. Jetzt, ihr lacht schon ein bisschen, ihr wisst so, ja, in der Praxis machen wir das irgendwie nicht ganz so, oder? Und die Realität ist, wenn wir die Geschichte ein bisschen rauszoomen, dann merkt man, der Gideon ist berufen worden, um die Midianiter zu besiegen. Es war ein Volk, das die Israeliten immer wieder bekämpft hat und bedroht hat. Und Gott hat den Gideon berufen und hat ihn ausgewählt. Und er hat gesagt, schon von Anfang an so, ich bin doch der Kleinste und ich kann doch nichts. Und so, bist du sicher, dass du mehr möchtest und so. Und dann ist er sich unsicher gesagt, hey, du musst mir einen Zaubertrick machen, du musst das beweisen. Und dann hat Gott auf dem Altar Feuer erscheinen aus dem Nichts raus. Und er denkt, okay, cool, ja, dann bist du wahrscheinlich doch du und so. Und dann hat eben die Geschichte mit dem Fliessen gekommen. Und wir merken plötzlich, dass die Geschichte ist nicht wirklich, dass der Gideon unsicher war, was Gott gesagt hat, sondern der Gideon war einfach ein Angsthase. Der Gideon hat Schiss gehabt, hat sich nicht getraut, hat immer wieder einen Ausweg gesucht und gesagt, ja, vielleicht hast du es doch nicht so gemeint gehabt. Und was die Geschichte, glaube ich, zu uns mehr hat, ist, dass Gott mit unseren Schwächen, mit unseren Unsicherheiten, mit unseren Gefühlen von, ich bin nicht genug gut, er kann mit dem umgehen. Immer wieder kommt wieder und kommt auf das Level von Gideon runter und trifft ihn dort und sagt, okay, cool, machen wir das nochmal, gut, das Fließen am nächsten Morgen machen wir nochmal. Und das sagt uns, glaube ich, viel mehr über, wer Gott ist, als über, wie wir Entscheidungen treffen sollen. Und das ist so ein Beispiel, wie wir sehen, wenn wir anfangen, die ganze Geschichte anzuschauen, macht es einfach mehr Sinn und sagt etwas anderes. Das ist doch der schriftliche Kontext. Der andere Teil des Kontexts ist der kulturelle Kontext. Und auch dort uns überlegen, okay, wer hat das geschrieben? An wer ist es geschrieben worden? Warum ist es geschrieben worden? Wann ist es geschrieben worden? In welchen Umständen? Und seien wir ehrlich, niemand von uns kann sich wirklich irgendwie in 2000 Jahren vorher wirklich reinversetzen. Oder uns fällt schon schwer zu überlegen, wie es vor 100 Jahren war. Aber vor 2000 Jahren, das ist für uns fast unmöglich. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir anfangen, uns Gedanken mit dem zu machen, was ist denn da wirklich passiert dazu mal? Wohin redet denn da der Paulus, wenn er etwas schreibt? Dann werden wir dort auch wieder mehr erfahren. Und es ist so ein bisschen, da jetzt so ein bisschen nerdy und so ein bisschen, da gibt es die sich dann da aber wirklich verteufeln und alles herausfinden. Und ich finde es extrem spannend, ich bin so ein Nerd und es liebt sich herauszufinden, was da Umstände waren und so weiter. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass wir irgendwie einfach ganz viel historisches Wissen ansammeln, sondern ich verstehe, okay, was hat das dazu mal bedeutet für diese Leute? Was hat das bedeutet, wenn Gott ihnen das Gesetz gegeben hat? Weil dann macht es, glaube ich, für uns viel mehr Sinn, können Schlüsse daraus ziehen, was es für uns zu bedeuten hat, also was Gott für uns möchte.
Kontext, vielleicht kennen Sie das ein bisschen, zum Beispiel Briefe im Neuen Testament, das ist ja einfach eine Seite von einem Gespräch, oder? Das sind 2 Gesprächspartner und wir hören einfach eine Seite. Und ich bin so jemand im Zug, wenn jemand telefoniert, ich kann nicht weglassen. Kennt ihr das? Es telefoniert jemand im Zug und zum Teil teilen Leute Sachen im Zug, die du einfach in deinen eigenen 4 Wänden teilen kannst. Aber du hast so ein Telefongespräch und du hörst so halb mit und dann plötzlich fängst du ein bisschen an zu verstehen, um das geht es wahrscheinlich. Und dann checkst du, okay. Und dann ist es ruhig und dann denkst du, was sagt jetzt die andere Person am anderen Ende? Und ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal, so 50-60% von dem, was gesagt wird und auch was die andere Person sagt, kann ich recht gut erraten und sagen so, ja doch, ich weiss, um was es geht. Und dann plötzlich gibt es so eine Veränderung und denkst so, aber was ist jetzt? Und was ist jetzt passiert? Und es ist ein bisschen so mit der Bibel manchmal, im Neuen Testament vor allem, mit den Briefen, dass wir wie merken, okay, wir hören einfach eine Seite von der Geschichte, aber es hilft uns vielleicht ein bisschen zu verstehen, was denn da für Fragen gekommen sind von der anderen Seite. Und das können wir zum Teil herausfinden, weil die Bibel es uns sagt. Die Bibel ist zum Teil, oder sehr oft sehr offen über Sachen, wer das geschrieben hat oder wer das gemacht hat oder warum Sachen gemacht worden sind. Zum Teil können wir es ein bisschen mit grosser Wahrscheinlichkeit erahnen, weil wir wissen, da hat es andere Quellen gegeben, die über die Kultur von damals erzählt haben, wie das war und so. Und doch, so war das Verständnis von dem und dem und vom Haushalt und von dem. So hat man die gebraucht und so weiter. Und zum Teil Sachen kann man einfach so ein bisschen eine Wahrscheinlichkeit sagen, ja, es könnte noch sein, dass es so war. Aber die Sachen können hilfreich sein, zum Verstehen, was die Bibel wirklich möchte sagen. Aber wichtig dort ist, das sind Meinungen, das sind Perspektiven von Leuten, das ist nicht die absolute Wahrheit, aber es kann hilfreich sein, zum Verstehen, was die Bibel möchte sagen. Ich liebe ein Buch, auf Englisch heißt es «How to read the Bible for all it's worth». Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, auf Deutsch heißt es «Effektives Bibelstudium». Kann ich wärmstens empfehlen. Es ist von Gordon Fee und von Douglas Stewart. Und dort ist ein Zitat drin, wenn es um Kontext geht. Das möchte ich mit euch lesen. Es ist ein bisschen lang, aber lest es einfach mit, dann schaffen wir das zusammen. Dort steht, der gläubige Theologe, und das sind wir alles, wir sind alle Theologen, wir beschäftigen uns alle mit Gott. Der gläubige Theologe behauptet, dass die biblischen Texte zuallererst das bedeuten, was sie damals bedeutet haben. Das heißt, wir glauben, dass Gottes Wort für uns zuallererst genau die Bedeutung hat, die sein Wort für die damaligen Empfänger der biblischen Schriften hatte. Wir haben also 2 Aufgaben. Erstens, wir müssen herausfinden, was der Text ursprünglich bedeutete. Diese Aufgabe heißt Exegese. Zweitens, wir müssen es lernen, dieselbe Bedeutung in der Vielfalt neuer oder anderer Kontexte unserer heutigen Zeit zu hören. Diese zweite Aufgabe nennen wir Hermeneutik. Und ich liebe das, zuerst an den Bibeltext hergehen und sagen, was hat es denn damals bedeutet? Nicht direkt mit meiner Frage, was möchte ich denn geantwortet haben, sondern sagen, okay, ich lese mal die Bibel und versuche zu verstehen, was hat Gott dort in die Situation hineingeredet und was könnte das für mich heute bedeuten. Das ist der erste Schlüssel. Soweit, so gut? Tipptopp. Der zweite Schlüssel ist Literaturstile. Die Bibel hat, und das hat Joni letztes Mal schon ein bisschen erwähnt, die Bibel hat verschiedene Literaturstile. Und ich habe da ein Video mitgebracht, ein 5-Minuten-Video, damit ihr ein bisschen Pause von meiner Stimme habt. Und weil ich glaube, Bible Project, das Bibelprojekt, die fassen das so gut zusammen und ich möchte es gerne einfach euch zeigen, damit ihr zusammen schauen könnt, was wir bei Literaturstilen lernen können, wie es uns helfen kann, die Bibel besser zu verstehen. Von dem wir zusammen auf den Screen schauen und das Video zusammen schauen. Die Bibel ist eine Sammlung von vielen Büchern, die eine einheitliche Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Aber all diese Bücher wurden in unterschiedlichen literarischen Stilen geschrieben. Ja, stell dir vor, du gehst in eine Buchhandlung und in jedem Gang wird eine andere Art von Literatur angeboten. Es gibt Geschichte, Poesie oder Sachbücher. Und wenn du einen Gang wählst und ein Buch in die Hand nimmst, hast du ganz unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Dinge, nach denen du suchst. Genau, alle Stile sind Literatur, aber sie kommunizieren auf sehr unterschiedliche Weise. Ja, das Gleiche gilt für die Bibel. Wenn du nicht darauf achtest, in welchem Stil sie geschrieben ist, merkst du nicht, wie brillant die einzelnen Bücher sind.
Was sind also die wichtigsten Literaturstile in der Bibel? Nun, in erster Linie gibt es die Erzählung. Sie macht sage und schreibe 43% der Bibel aus. Danach kommt die Poesie, die 33% der Bibel ausmacht. Und dann gibt es das, was man als Prosadiskurs bezeichnen könnte, der die restlichen 24% ausmacht. Fast die Hälfte der Bibel besteht aus Erzählungen. Ja, und das ist kein Zufall. Geschichten sind die allgemeinste Form der menschlichen Kommunikation. Unsere Gehirne sind sogar dazu veranlagt, Informationen durch Geschichten aufzunehmen. Und Geschichten sind wirklich unterhaltsam. Warum ist das so? Nun, Geschichten trainieren uns, den scheinbar zufälligen Ereignissen im Leben einen Sinn zu geben, indem wir diese Ereignisse nehmen und sie dann in eine Reihenfolge bringen. Und dann kannst du in ihnen den Sinn und Zweck des Ganzen erkennen. Und was verbindet das alles miteinander? Nun, gute Geschichten haben immer eine Figur, die etwas möchte. Und dann kann der Autor durch diese Figur die großen Fragen des Lebens erforschen, wie wer sind wir oder was ist im Leben wirklich wichtig. Und eine gute Geschichte beinhaltet immer eine Art von Konflikt. Eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, genau wie in unserem eigenen Leben. Und das zwingt uns, über unsere eigenen Herausforderungen nachzudenken. Darüber, warum es so viel Schmerz oder Enttäuschung in der Welt gibt und was wir dagegen tun können. Und Geschichten enden in der Regel mit einer Art Auflösung, die uns Hoffnung für unsere eigenen Geschichten gibt. Da es sich um biblische Geschichten handelt, zeigen mir die Charaktere, wie ich leben sollte? Ja, eher nicht. Die meisten biblischen Charaktere sind zutiefst fehlerhaft. So wie sie solltest du nicht sein. Aber wir sollen uns selbst in ihnen sehen, was uns dann hilft, unser Leben und unser Versagen aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und ohne es zu merken, werden diese Geschichten dich allmählich verwirren und deine Sicht auf die Welt, auf andere Menschen und auf dich selbst verändern. Nun, es gibt verschiedene Arten von Erzählungen in der Bibel. Ja, es gibt historische Erzählungen, aber auch erzählerische Parabeln und kurze biografische Erzählungen wie die 4 Evangelien. Wir werden uns all diese in späteren Videos ansehen. Okay, als nächstes kommt Poesie, die ich ehrlich gesagt nicht so oft lese. Da geht's dir wie den meisten Menschen. Aber 1 aus 3 Kapiteln der Bibel ist Poesie. Warum so viel Poesie? Nun, Gedichte sprechen vor allem durch eine dichte, kreative Sprache, die Bilder miteinander verbindet. Das hilft uns, uns die Welt anders vorzustellen. Gedichte benutzen viele Metaphern, um deine Gefühle und deine Vorstellungskraft zu wecken. Jede Menge ausgefallene Sprache. Aber wäre es nicht einfacher, mir zu sagen, was ich wissen muss? Naja, denk mal darüber nach. Im Leben neigen wir dazu, gedankliche Spurrillen zu bilden. Wir denken in diesen vertrauten, eingefahrenen Bahnen, aus denen man durch Logik oder Argumentation nur schwer wieder herauskommt. Gute Poesie bringt dich vom gewohnten Weg ab und führt dich auf neuen Boden. Raffiniert. Und es gibt verschiedene Arten von Poesie in der Bibel. Es gibt viele Arten von Liedern oder Psalmen. Es gibt die nachdenkliche Poesie der Weisheitsbücher oder die leidenschaftlichen Widerstandsgedichte der Propheten. Der letzte große Literaturstil heißt Prosadiskus und macht 1/4 der Bibel aus. Genau, das sind Reden, Briefe oder Aufsätze und im Fokus liegt hier der Aufbau einer Reihenfolge von Ideen oder Gedanken zu einem linearen Argument, das eine logische Antwort erfordert. Zum Beispiel, hey, hast du über diese Sache nachgedacht? Du solltest auch überlegen, wie das mit dieser anderen Sache zusammenhängt. Und wenn du das tust, dann siehst du, dass dies das Ergebnis ist. Und aufgrund dieser Schlussfolgerung, deshalb solltest du wahrscheinlich damit aufhören, diese eine Sache zu tun, damit diese andere Sache das Ergebnis ist. Du überzeugst mich also durch Begründung. Ja, Prosadiskurs zwingt dich dazu, logisch und konsequent zu denken und dann etwas Dementsprechendes zu unternehmen. Biblischer Prosadiskurs findet sich in Gesetzessammlungen, in der Weisheitsliteratur und in den Briefen der Apostel. Okay, jedes Buch der Bibel hat also einen literarischen Stil? Nein, eigentlich haben die meisten Bücher einen primären literarischen Stil, wie zum Beispiel die Erzählung. Aber eingebettet in die Erzählung stößt man dann auf Gedichte oder Parabeln oder eine Sammlung von Gesetzen. Jedes biblische Buch ist eine einzigartige Kombination von literarischen Stilen. Und um dieses Buch gut zu lesen, muss ich mit jeder literarischen Gattung und ihrer Funktionsweise vertraut sein? Ja, damit du weißt, worauf du achten und welche Fragen du stellen solltest. Aber bevor wir uns jede Art ansehen, gibt es noch ein weiteres verbindendes Merkmal der biblischen Literatur, das wirklich wichtig und echt cool ist. Und das ist es, was wir als nächstes untersuchen werden. Genau, ist cool, oder? Ich finde die Videos super. Und vielleicht macht es euch ein bisschen neugierig, um noch mehr von diesen Videos zu schauen, weil es ist wirklich hilfreich. Aber Literaturstile sind so wichtig zum Verstehen. Ich glaube, Sion hat letztes Mal das Beispiel gebracht von der Schmetterling im Buch, oder? Schmetterling im Buch wissen wir, das ist eine Bildsprache für Gefühle, die wir haben, von der Liebe. Aber wenn wir das nicht wissen und wir jetzt echt Menschen sind, die nur sachlich denken können und denken, das ist jetzt einfach ein Beschrieb in einem Sachbuch drin, die Person hat Schmetterling im Buch, dann verstehen wir nicht, was der Autor wirklich möchte sagen. Und das ist so ein Beispiel, das ich geliebt habe, das Joni gebracht hat, das, glaube ich, uns hilft, zum Bewusstsein, okay, in was für ein Buch lese ich da gerade? Was ist gerade der Stil von diesem Buch?
Und sie hat gesagt, du musst mit allem komplett vertraut sein, oder? Hat er so gesagt. Und ich dachte, ja, wir können anfangen, uns mit dem vertraut zu machen und mal Aufmerksamkeit zu haben, dass es verschiedene Stile gibt in der Bibel. Und vielleicht hilft uns ab und zu, wenn wir einen Text lesen, zu überlegen, okay, was lese ich da gerade? Ist es ein Psalm? Ist es ein Argument von Paulus? Ist es eine Erzählung von einer Geschichte vom Volk Israel? Um ein bisschen einzuordnen, wie ich die Geschichte jetzt lesen soll. Also das kann ein zweiter extrem hilfreich und wichtiger Schlüssel sein, ist die Literaturstile. Und der letzte und der dritte Schlüssel, ich glaube, wahrscheinlich der wichtigste für mich persönlich, ist Demut. Die Bibel ist seit Tausenden von Jahren wird sie gelesen, wird diskutiert, wird interpretiert. Und ich glaube, sobald wir in unsere Position stellen, wo wir sagen, hey, okay, ich weiß genau, was das da bedeutet, sind wir an einem gefährlichen Ort. Ich glaube, es braucht Demut, um die Weisheit zu entschlüsseln, um Gott drin zu entdecken. Und ich habe darüber nachgedacht, die Jünger zum Beispiel, oder die Zeitgenossen der Jünger. So viele Leute haben Jesus verpasst, weil sie ganz genau gewusst haben, wie der Messias wird kommen. Sie haben genau gewusst, wie es aussieht, wenn Jesus kommt und wenn Gott sie wird befreien. Und sie haben verpasst, was Gott vor ihnen gemacht hat. Einfach weil sie das Gefühl hatten, ich weiß ganz genau, wer Gott ist, wie er funktioniert. Und wir müssen uns bewusst sein, wir reden immer noch von Gott. Das ist das Wort von Gott und das beschreibt, wer Gott ist. Und Gott ist, und die Bibel ist voll davon, Gott ist grösser als unsere Gedanken, grösser als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, die Grundhaltung müssen wir haben, wenn wir die Bibel entschlüsseln und die Weisheit können lesen, müssen wir das Herz haben, okay, Gott, du bist grösser als meine Box, die ich vielleicht für dich habe. Und ich möchte immer wieder offen sein, zum überrascht zu werden von dir. Dass ich nicht die Wahrheit in meinen Händen habe, sondern wirklich sagen, hey, ich möchte einfach die Weisheit von der Bibel entdecken. Ich liebe das Wort Ehrfurcht, wo immer wieder vorkommt im ganzen Bibel, vor allem im Alten Testament. Psalm 111, Vers 10 zum Beispiel steht, Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Und eben Psalmen, Sprüche, Hiob, ganz viele Stellen ist beschrieben, wie, wenn wir Weisheit haben, müssen wir mit Ehrfurcht starten. Und Ehrfurcht ist nicht Angst haben vor Gott, nicht weil er ein böser oder ein schlechter Gott ist, sondern uns bewusst haben, wie viel grösser das er ist. Einen gesunden Abstand zu haben, okay, ich bin Mensch, ich bin vergänglich, ich habe eine sehr limitierte Kapazität zum Verstehen und zum Checken und Gott ist viel grösser als das. Ich glaube, das ist Ehrfurcht und das ist der Start von aller Weisheit. Und darum möchte ich uns alle damit wirklich ermutigen, wenn wir die Bibel wollen, für das lesen, was sie wirklich ist und wenn Gott begegnet und wenn die Weisheit entschlüsseln, lass uns mit einem demütigen Herz reingehen. Der N.T. Wright oder Nicholas Thomas Wright, vielleicht kennen ein paar von euch ihn, ist einer der führenden Professoren im Neuen Testament. Und er hat so einen Podcast, wo er immer wieder Fragen beantwortet. Und ich liebe mir das für eine Demut, dass er immer antwortet. Er sagt ganz oft so, hey, ich bin mir nicht sicher. Oder er sagt, ich glaube im Moment das. Und er sagt auch ganz oft, er sagt, hey, von meinen Sachen, wo ich sage, ich glaube 80% sind richtig und 20% sind falsch. Ich weiß nur nicht, welche 20% das sind. Also wie so, hey, ich bin mir bewusst, ganz viele Sachen, die ich glaube und sage und vielleicht von der Bühne her anderen sagen, bin mir bewusst, es stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Und einfach die Grundhaltung haben von, hey, weißt du, wir sind nicht Experten, wir haben nicht die Wahrheit gepachtet, sondern wir sind zusammen unterwegs, um die Weisheit von der Bibel zu entschlüsseln. Genau, weil ich glaube, am Schluss des Tages ist die Bibel nicht ein Buch vom Wissen, vom Kopfwissen. Es ist nicht dafür da, dass wir es komplett verstehen können, sondern es ist dafür da, dass wir Gott begegnen, dass wir ihn lesen und ihm sein Herz besser kennenlernen. Ich glaube, wenn es ein Buch vom Wissen wäre, dann gibt es genau einen Kommentar, wo jeder Vers ganz genau erklären. Aber wenn es ein Buch von der Weisheit ist, ein Buch, wo wir drin für Gott begegnen, gibt es x Interpretationen, x Ansätze, x Perspektiven, die alle helfen können, dass wir ihn besser lieben und besser kennenlernen können. Also nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Die 3 Schlüssel, um die Weisheit zu entschlüsseln von der Bibel, ist Kontext von der Schrift, Kontext von der Kultur, uns mit dem zu befassen, Bewusstsein. Das zweite ist Literaturstil, zu wissen, okay, was ist das für ein Stil, den wir da gerade lesen. Und das dritte ist ein demütiges Herz. Und das sind, glaube ich, 3 Sachen, die wir mitnehmen können in unseren Alltag und können anfangen, so die Bibel zu lesen. Jetzt möchte ich noch zum Schluss ein paar praktische Schritte mitgeben. Und wenn ihr aufmerksame Zuhörer seid, dann merkt ihr wahrscheinlich, dass ich genau die gleichen
praktischen Schritt mit euch teilen, wie der Joni vor 2 Wochen geteilt hat. Weil ich glaube, es ist genau das, was er gesagt hat. Vielleicht jetzt noch mit einem erweiterten Verständnis, vielleicht noch mit diesen neuen Schlüssen, die wir mitnehmen, aber die gleichen Sachen zu machen. Wisst ihr noch, was es war? Wer hat ein gutes Ding? Nein, nicht testen. 3 Sachen, 3 praktische Schritte, die wir machen können. Das erste ist die Bibel lesen. Da möchte ich euch wirklich dazu ermutigen, hey, fangt an, in dieser Bibel noch mehr zu lesen. Und zwar nicht einfach nur, wie ich heute gesagt habe, nicht einfach nur, um irgendwo Antworten zu finden für unsere Fragen, sondern für die Geschichte, die wir drinnen lesen, die wir Teil davon sind, die wir jetzt uns drinnen finden, die Geschichte von Gott und der Menschheit, präsent zu haben, vor Augen zu haben, was Gott damals gemacht hat, wer Gott war. Das Buch ist alt, uralt, aber Gott ist genau der gleiche wie dazumal. Wie vor 2000 Jahren, wie vor 4000 Jahren. Der gleiche Gott, der in dieser Bibel drin ist der mit uns unterwegs sein in unserem Alltag. Wenn wir Montag arbeiten, wenn wir unsere Kinder daheim haben, wenn wir was auch immer wir uns gerade beschäftigt unter der Woche, das ist der gleiche Gott, der dort dabei sein möchte. Darum lass uns die Bibel zusammen lesen. Lass uns vielleicht einen Bibelplan nehmen, dass wir nicht einfach nur unsere allerliebsten Bücher und Abschnitte lesen, sondern auch mal Sachen lesen, die vielleicht noch nicht so bekannt damit sind. Und dann möchte ich dazu ermutigen und auffordern. Der zweite praktische Schritt ist Hilfe nutzen. Wir haben darüber geredet, den Kontext, die Literaturstile. Es kann extrem hilfreich sein, da Hilfe zu nutzen. Das kann so eine Erklärungsbibel sein, wo vielleicht jemand ein paar Gedanken dazu teilt. Das kann ein Kommentar sein. Es gibt ganz viele Sachen. Es gibt auf YouTube, gut, da gibt es auch ganz viele schlechte Sachen. Vielleicht müsst ihr auf uns zukommen, wenn ihr ein paar gute Sachen wollt haben. Aber es gibt so viele gute Bücher, gute Leute, die Weisheit teilen, wo wir glaube ich, davon lernen können. Aber das Bibelprojekt, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das sind auch nur Menschen, das ist auch nur ihre Perspektive, aber das sind sehr, sehr, ich finde, sie machen es extrem gut. Einfach Sachen, die faktisch sind, wirklich zu erklären, die hochkompliziert sein können, aber sie brechen es ab für den durchschnittlichen Menschen wie ich und du, oder wie ich auf jeden Fall. Das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, das bibelprojekt.de. Ganz viele Videos. Da gibt es zum Beispiel für jedes Buch in der Bibel gibt's eine kurze Zusammenfassung. Wenn du anfängst und sagst, hey, ich lese jetzt mal, keine Ahnung, das Buch durch Levitikus, oder? Super Buch, das sehr schwierig kann sein zum Lesen, mit all diesen Gesetzen und Sachen, und denkst so, wow, was geht da ab? Dann schau dir mal das Video vorher an, das so ein bisschen erklärt, um was geht es denn da rein? Was ist denn der Kontext von diesen Sachen, die wir da lesen? Und das dritte, also das erste ist Bibel lesen, das zweite ist Hilfe nutzen und das dritte ist gemeinsam lernen. Die Bibel zu lesen, zu verstehen, zu interpretieren, Gott darin zu begegnen, ist etwas, was wir nicht einzeln machen oder individuell machen, sondern zusammen als Gruppe machen, als Volk Gottes machen, als Jünger machen. Und vielleicht bist du in einer Gruppe, wo ihr euch zusammen austauschen könnt, vielleicht hast du Freunde, Familie. Aber ich lege einfach so ans Herz, dass es nicht einfach etwas ist, was zwischen dir und Gott ist, sondern dass du andere Menschen einlädst, in das hineinzureden. Weil sehr häufig haben wir unsere wie hätte ich gesagt, Gedankenspuren. Sehr häufig haben wir unsere Perspektive und es hilft, wenn jemand der vielleicht anders denkt, jemand von einer anderen Perspektive dazukommt und uns vielleicht mal herausfordert oder uns mal etwas mitgibt, wo wir nicht selber drauf kommen. Und da können wir extrem viel lernen, wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind. Es kann uns extrem helfen, nicht irgendwo falsche Sachen anfangen zu glauben und das anfangen zu einprägen, sondern wirklich mit Leuten unterwegs sind und sagen, hey, was denkst du über das? Was hat Gott zu dir in dem Innen gesagt? Und gemeinsam die Bibel zusammen forschen. Also es sind 3 Tipps oder 3 praktische Schritte, die ich möchte mitgeben möchte. Bibel lesen, auch wenn es nicht jeden Tag die Antwort ist, oder vielleicht nicht das ist, was du genau musst hören musst. Wenn du mal Gott nicht hörst im Lesen, zu sagen, hey, weißt du, ich lese die Bibel, ich möchte in dieser Geschichte eingebettet sein von Gott und der Menschheit. Hilfe nutzen und gemeinsam lernen. Ich würde gerne beten für uns und nachher werden wir noch ein bisschen Zeit haben von der Anbetung, vom Worship. Und vielleicht könnt ihr schon mal aufstehen. Stehen wir mal zusammen auf. Und vielleicht kannst du einfach in dem Moment auch Gott ganz spezifisch einladen, dass er sich neu zu dir zeigt. Vielleicht kennst du ihn schon sehr gut, vielleicht bist du ihn ganz neu im Kennenlernen. Wir glauben, Gott ist nicht Gott, der sich verstecken oder möchte schwierig machen, sondern Gott möchte dir begegnen. Und vielleicht kannst du auch heute dafür beten, dass wirklich im Bibellesen und im Studieren von seinem Wort darfst du neue Sachen entdecken und eine neue Liebe darf entstehen in dir drin. Wir werden nachher auch das Gebetsteam haben, das hinten im Ecken ist. Dürft ihr gerne zu ihnen kommen, wenn ihr ein spezifisches Anliegen habt. Wir werden das Abendmahl haben, da rechts und links, wo ihr euch Gott das Brot und den Saft holen dürft. Einfach in dieser Zeit vor Gott kommen und wirklich dankbar sein, für was er gemacht hat. Ich will gerne für uns beten und dann wird die Band übernehmen und werden wir zusammen Gott anbeten. Und Vater, ich danke dir vielmals, dass du, ja, wie ich gesagt habe, nicht ein Gott bist, der sich versteckt, nicht ein Gott bist, der es schwierig machen möchte. Nicht ein Gott bist, der
nur Experten möchte, die irgendwo alles wissen. Du bist ein Gott, der Herzen sucht, die dich lieben, die dich kennenlernen wollen. Und Vater, du kannst dich offenbaren in deinem Wort. Und wir beten jetzt wirklich, dass wir, wenn wir die nächsten Wochen, wenn wir in dieser Bibel am Lesen sind, wenn wir uns dort studieren und dich entdecken, dass du einfach dir zeigst, Herr. Ich bete, dass die Heilige Geist für uns neue Sachen zeigen, dass wir auf Schuppen von unseren Augen fallen. Ich bete, dass jeder Einzelne, der da ist, darf eine Liebe für dein Wort bekommen. Darf verstehen, dass die Bibel nicht etwas ist für die da vorne stehen oder für ein paar wenige, sondern die Bibel ist für jeden einzelnen Menschen da. Und wir dürfen alle anfangen, darin zu lesen und dir zu begegnen. Ich danke, dass du Gott bist, wo unser Herz möchte, nicht unser Kopf in erster Linie, sondern dass du der bist, der möchte zu uns reden. Und so bete ich jetzt gerade für die Zeit der Anbetung, dass wir Momente haben, wo du zu uns redest, Heiliger Geist. Und danke, dass du da bist, dass du uns kennst, uns liebst und dass du jetzt einfach das machst, was nur du kannst machen, Jesus. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen.